Okay, Leute, hol dir. Weiter geht's mit der räudigsten Katze von ganz Himmelsrand. Und das habe ich schon spät. Ein Trank, den brauche ich. Das haben wir umgekehrt. Wie die da? Ah, da ist. Die hat die versteckt. Pass auf. Den nehmen wir mit, selbstverständlich. Denn wenn wir wissen, ein Kater wie, der braucht alles. So, pass auf. Wir stehen in Einsamkeit. Und es pisst, selbstverständlich. Ich frage mich, wie sich diese Talmor nach ihren Verlusten jetzt fühlen. Ja, Kumpel, frag nicht. Du meistens auch nicht. Ja, pass auf, ich hab doch da eine lästige Aufgabe, wenn ich mich recht erinnert. Der Geist des Wahnsinns, das war's. Pelagiusflügel, im blauen Palast. Und der blaue Palast befindet sich. Liegt da drum. Ich glaube, der ist da unten. Zeig das, da ist er. Blau geht gar nicht mehr. Eine der Wachen will gesehen haben, wie ein Magier wie aus dem Nichts aufgetaucht ist. Er sagte, es Melleran. sei ein Mönch gewesen. Pelagiusflügel. Hören. Schaut das aus, gell? Na gut, ich schau mir nicht. Mal schauen, ob die Buben wach sind. Brüder, hüt euch fest. Der Kater ist da. Wärmer. Weißt du was? Da ist ein Brotzeit. Eine Sahneschnitte. Utgert bist du eine Sahneschnitte? So wie die schaut, wahrscheinlich nicht. Ich hoffe wirklich, dass dem Hof der Vers gefällt. Ich finde, wir haben ihn hervorragend wiederhergestellt. Sind wir bereit? Was denn, sagen wir das? Ich glaube, meine Stimme ist bereit. Ich hoffe, wir haben es gut gemacht. Olafs Vers, also. War die Nummer. Hey Baby, schaut aus, bist du seine Schnitten? Ja, die dreh ich mich um. Ja gut, die schaut mich gar nicht an. Ich mag keine Katzen. Die steht auf Köter. Die Schneebeere, ja damit. Die mischen wir ins Katzenfutter. Bumm und Madel, tut er fest. Der erzählt dir die Story von der toten Sau. Wollgeier. Ja, Bruder, leg los. Noch nicht. Warum nicht? Ach so. Die Madame des Hauses. Die fehlt ja noch. Wie ist die? Elisef. Die Liebreizende. Ah, Viamo. Ihr seid gewiss gekommen, um dafür zu plädieren, dass das Fest der Verbrennung von König Olaf wieder stattfinden sollte. So ist es, Jarl. Ich möchte König Olafs Vers aus der Lieder-Edda präsentieren. Er wurde erst heute im Grabmal des Barden gefunden. Ah, ihr hattet etwas erwähnt, das uns davon überzeugen würde, das Fest stattfinden zu lassen. Aber mit König Olafs verlorenem Vers hatte ich nicht gerechnet. Bitte fahrt fort. O Olaf, unser Unterdrücker, einäugiger Verräter, todbringender Dämon und Drachentöterkönig. Eure Legende ist Lüge, reißerisch und falsch. Euer schlauer Sieg über Numinex ein Jahrhundertschwindel. Aber ich hier zu. Ich hab mir Ein Stimmenduell zwischen Drache und Ich glaub, die Mann. mag kotzen. Im Kampf gab es weder Flamme noch Stich. Olaf war Numinex in Menschengestalt, doch in mondlosen Nächten durch die Lüfte er strich. Aha. Bin ja schon mal ein Dorn im Auge. Nach der Macht mit Versprechen und Drohungen. Von Falkenring nach Winterfeste fielen sie auf die Knie. Doch Einsamkeit widerstand, Himmelsrands treueste Wächter. Olafs Rache kam schnell,
listig und gemein. Olafs Geheiß an Winterfests Mannen. Tarnt euch und greifet Wir haben auch, komm zum Punkt. Einsamkeit an. Seine Männer gehorchten, der Kampf, er begann. Doch verdreht wurde die Order. Winterfest, sie griffen an. So endet die Mär vom Lügner und Lumpen, den Einsamkeit verbrennt mit Feuer und Funken. In Einsamkeit lernt man die Badenkunst und übergibt König Olaf der Feuersbrunst. Ihr habt euren Standpunkt klar gemacht, Viarmo. Bei dem Fest geht es in Wahrheit darum, Einsamkeit hochleben zu lassen und falsche Könige zu verdammen. Ich danke euch und die Akademie dankt euch, Jarl. Zudem glaube ich, dass ein so prächtiges Gedicht Unterstützung verdient hat. Die Akademie wird dafür einen großzügigen Lohn erhalten. Nochmals danke. Ich werde mich darum kümmern, dass unser potenzielles neues Mitglied, das uns geholfen hat, das Gedicht zu finden, angemessen belohnt wird. Beeilt euch. Unglaublich! Ich habe wenig Geduld. Ihr habt für uns banale einen Belange. großen Dienst erwiesen. Ich kann euch gar nicht genug danken. Wir haben noch 35%. Bald, bald. Diese Dinge müssen ordnungsgemäß vonstatten gehen. Ihr werdet auf dem Fest eingeführt. Ihr müsst mit Jorn sprechen. Er hatte sich um die Vorbereitungen für das Bildnis von König Olaf gekümmert. Sagt ihm, er solle seine Vorbereitungen abschließen. Das Fest findet doch statt. Ich kann auf so viele Arten und Weisen mit Menschen Sprich mit umgehen. Jorn. Nur wenige davon sind angenehm. Was möchtest du? Red du mit mir? Sibylle, heute Mai. Der Kurier hat euch also ausfindig gemacht. Wer? Schon schaurig, sich all diese Truppen mit Elfenwaffen... Kurier, rede mit mir. Der Kurier hat euch also ausfindig gemacht. Ja. Und es gibt leider keine guten Neuigkeiten. Als ihr die Bindung aufgelöst habt, konnte Pothema entkommen. Wir sind ein paar ihrer Schergen begegnet. Still meint, sie sei noch in ihrer Geistform. Sonst wären wir bereits alle tot. Ihr habt uns bereits einen Dienst erwiesen, indem ihr die Bindung unterbrochen habt. Aber ihr müsst für mich mit Störr sprechen. Vielleicht weiß er ja, was nun zu tun ist. Pass auf, helft dir nicht, oder? Wir reden. Gehabt euch wohl. Und seid vorsichtig. Vorsicht, mit was davon haben. Nimm Gefahr. Sprecht mit Styr. Er kann euch helfen. Ja, Moment einmal. Ich muss ja noch in den Pelagius-Flügel. Auf gar keinen Fall. Dieser Flügel ist schon seit Hunderten von Jahren abgesperrt. Aus gutem Grund. Es heißt, der Geist von Pelagius, dem Wahnsinnigen, spuke dort noch herum. Ob es dort nun spukt oder nicht. Manche Überbleibsel seiner finsteren Herrschaft sollten besser begraben bleiben. Ja, komm bloß mir nicht, ich bin Grobner. Für euch mache ich eine Ausnahme. Aber nehmt bloß nichts von dort mit, wenn ihr geht. In jenen Hallen sind zu viele böse Dinge geschehen. Sie trauert immer noch sehr um ihren Gatten Großkönig Thorik. Also überlässt sie mir den höfischen Kleinkram. Ja gut. Den Kleinkram kann er selber erledigen. Der Pelagius-Flügel. Wo ist der? Zu meinen Füßen? Aha. Erwins Meister. Haust du da oder wie? Dem Haust du. Ein Schmetterling im Glas. Da kann er bleiben. Ich brauch nicht. Hallo Meister, ich bin's. Oh lieber Gott, wie geht denn so zu?
Noch etwas Tee, mein lieber Pelli? So, jetzt haben wir ja, was haben wir nützet? Nein, wirklich nicht. Das ist an mir vorbeigegangen. Außerdem habe ich noch so viel zu tun. So viele unerwünschte Pelagius, Personen, der mit denen ich Wahnsinnige. klarkommen muss. Neinsager, Idioten, Geogorat, oh Politiker. Gott. Mein Den Deppen kenn ich Scharfrichter doch. hat 3 Tage lang nicht geschlafen. Der war doch in Oblivion, oder? Kann ich sein? Ihr geht viel zu hart mit euch ins Gericht, mein lieber, krankhaft wahnsinniger Da zuckt Pelagius. Apfelkuchen. Was würden die Leute nur ohne euch tun? Du so mein Mutter. Mag auch mal. Wie unhöflich. Ist sich zu fein, einen alten Freund 1 oder 2 Jahrzehnte lang unterzubringen. Herr Kumpel, Unhöflichkeit ist bei mir Programm. Wirklich? Oh, was für eine Botschaft ist es? Ein Lied? Eine Beschwörung? Moment, ich weiß es. Eine in den Rücken einer argonischen Konkubine eingeritzte Todesdrohung. Die mag ich am liebsten. Und? Heraus damit, Sterblicher. Ich habe keine Ewigkeitszeit. Eigentlich habe ich sie doch. Kleiner Scherz. Aber im Ernst, wie lautet die Botschaft? Die Botschaft. Und ist ja nicht. Ach, wirklich? Von wem? Moment, sagt nichts. Ich will es erraten. War es Molak? Nein, der kleine Tim, der Sohn des Spielzeugmachers. Der Geist von König Lysandos? Oder war es, ja, Stanley, die plappernde Pampelmuse aus Passwall? Ich liege komplett daneben, nicht wahr? Was soll's? Ehrlich gesagt will ich es gar nicht wissen. Warum die Überraschung verderben? Aber zur Sache. Glaubt ihr mickriger, kleiner, entbehrlicher Sterblicher wirklich, ihr könnt mich zum Gehen bewegen? Denn das ist nun wirklich verrückt. Euch ist doch klar, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ja, der Saupreis. Oh, bitte, verzeiht. Habt ihr etwas gesagt? Ihr müsst mich entschuldigen, es ist nur... Mir ist auf einmal so abgrundtief langweilig. Also nun mal im Ernst. Ihr steht vor Sheogorath, höchstpersönlich, dem dädrischen Prinzen des Wahnsinns. Und euch fällt nichts Besseres ein, als eine Botschaft zu überbringen? Schwach. Das ist doch die eigentliche Frage, nicht? Seien wir mal ehrlich, wie viel Müßiggang braucht ein wahnsinniger Dädra denn wirklich? Also, ich werde Folgendes tun. Ich gehe. Ganz richtig, ich bin hier fertig. Das Nichtstun hat ein Ende. Der schnöde Alltag ruft mich. Unter einer Bedingung. Ihr müsst zuerst einen Weg nach draußen finden. Viel Glück dabei. Ein Weg nach draußen. Hat bestimmt einen Haken, oder? Aber kriegen wir hin. Ach, wirklich? Möchtet ihr euch etwas umsehen? Ich darf wohl sagen, dass das hier nicht die botanischen Gärten von Einsamkeit sind. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wo ihr seid? Wo ihr wirklich seid? Willkommen in der trügerisch grünenden Psyche von Kaiser Pelagius III. Ganz recht, ihr seid im Kopf eines toten, gemeingefährlich verrückten Monarchen. Ihr denkt jetzt sicher, kann ich mich immer noch auf meine Schwerter, Zauber, das Schleichen und ähnlichen Unsinn verlassen? Gewiss doch. Aber wie wäre es denn mit dem Wabajak? Na? Das habt ihr nicht kommen sehen, oder? Benutze den Wabajak. Da haben wir im Geist von Pelagius gefangen. Toll. Ein Traum. Pass auf. Machen wir gleich Nintendo. Könnte vielleicht gleich nach hinten losgehen. Pass auf, 3 Wege. Gehen wir gleich mit Domi. Oh, eine gute Wahl. Gut für mich jedenfalls. Es amüsiert mich köstlich, dass alle hinter euch her sind. Ja, wie schaut denn Euch hier aus? wahrscheinlich weniger. Der liegt die Kasperl. Wisst ihr, Pelagius Mutter war, nun, sagen wir mal, einzigartig. Was hat er? Obwohl sie im Großen und Ganzen für eine Septim Schaden? schon ziemlich normal war. Diese Frau schwang die Furcht wie ein Hackebeil
Oder schwang sie das Hackebeil und hat den Leuten damit Angst gemacht? Bringe ich immer durcheinander. Oh, aber sie hat ihren Sohn viel gelehrt. Pelagius lernte schon früh, dass Gefahren überall lauern können. Jederzeit und in jeder Gestalt. Aha. Das Ziel ist denkbar einfach, ihr Einfallspinsel. Benutzt euren Babajak, um den Feind zu besiegen, während der dasselbe tut. Aha, ich dachte schon, ihr kommt nie drauf. Ohne die Bedrohung lebt Pelagius in eingebildeter Sicherheit. Also habt ihr ihm geholfen. Irgendwie. Das war's schon. Wir sind der Ja, gut. Heimat ein gutes Stück näher gekommen. Ja, der Rätsel haben wir schon gelöst. Aber bleiben nur 2. Und wenn mir recht erinnert, dann wird uns lästig. Inventar habe ich keins, oder? Scheiße. Kann ich da sterben?